Einen wunderschönen guten Morgen zur Persönlichkeitsentwicklung auf Borisch, heute mit der Überschrift Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll, sagt der Goethe. Was passiert mit einem Baby, wenn es nur gefordert, aber nie berührt wird? Es stirbt. Es stirbt deswegen, weil wir Menschen neben Nahrung noch weitere Grundbedürfnisse haben. Und an erster Stelle kommt da die Bindung. Wie entsteht Bindung? Durch Achtsamkeit und Berührung bauen wir Bindung auf. Bindung ist also nichts anderes als Wohlgefühl. Das heißt also, mir geht es besser, wenn ich geachtet, beachtet und berührt werde. Warum haben wir dann im Alltag, oftmals im Umgang miteinander, damit so Schwierigkeiten? Bei uns in der Familie zum Beispiel hat es Umarmungen nur zu Weihnachten oder mal zum Geburtstag gegeben. Ja? Das ganze Jahr über war eher so nach dem Thema, passt schon. Corona hat uns zum ersten Mal aus unserer Selbstverständlichkeitsblasen rauskatapultiert. Nämlich, dass nichts, rein gar nichts, nicht einmal die Umarmung innerhalb der Familie selbstverständlich ist. Für mich als Herz- und Gefühlsmenschen war das ein Unding. Also ich habe regelrecht gelitten. Nicht, weil nichts offen gehabt hat, das war mir zum Beispiel schweinsegal, aber dass ich meine Leute und auch meine Kunden nicht mehr nachkommen habe dürfen, das war für mich so das Schlimmste. Ich bin halt nun mal ein Mensch, der sehr, sehr herzliche Beziehungen hat. Und deswegen möchte ich euch heute zu zwei Sachen ermuntern. Erstens, in der Woche einfach einmal Menschen, die euch nahe stehen, mal ganz bewusst und intensiv in den Arm zu nehmen. Am Arm entlang zu streichen oder am Rücken entlang, um zum Zwang, hey, ich bin da für dich. Deine Nähe tut mir gut. Und zweitens, wir brauchen auch geschäftlich Bindungen. Und zwar Verbindungen. Wie entstehen die? Ich meine, da herin haben wir es leicht. Wir nehmen uns einfach in den Arm. Aber da draußen braucht man vielleicht einmal ein bisschen was anderes. Wie war es denn wieder einmal mit so einem herzlichen Händedruck und dabei in die Augen schauen? Einer wertschätzenden Geste oder vielleicht einmal ein paar Worte mit Anerkennung, wie zum Beispiel, hey, das gefällt mir ganz besonders, Sie als Kunden zu haben. Ich möchte auch einladen, mit dem Menschen anzufangen, da wo deine innerliche Hürde am größten ist. Wichtig ist einfach nur, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Zuneigung, Anerkennung und Wertschätzung, das baut unser emotionales Schutzschild auf. Das macht uns stark und widerstandsfähig. Und wie du vielleicht auch schon weißt, alles, was du aussaßt, kriegst du auch wieder zurück. Und in diesem Sinne wünsche ich dir bereichernde Verbindungen.